ist eine der Ausstellungen in Braunfeld, die Bereiche zwischen den tradierten Gattungen der bildenden Kunst und den sogenannten Sekundärbereichen thematisiert und ihre Grenzen, wenn auch nicht auflöst, jedoch erwägt und betrachtet. Anfang dieses Jahres gab es zwar die Ausstellung Kunst und Textil im Kunstmuseum Wolfsburg, sie behandelte jedoch das Thema von dem Material der Stoff vorwiegend als Fläche. Insgesamt gibt es weniger Ausstellungen oder Veröffentlichungen zu diesem Thema, das zwischen Kunst und Kleidung changiert. Es erscheint deshalb sinnvoll, das Ausstellungsthema einzukreisen von bereits definierten, bekannten Positionen und den Exponaten der Ausstellung selbst. Den poetischen Zauber des koreanischen Raums kann man sich nur schwer entziehen. Ein silbernes, glitzerndes, schönes Kleid, umgeben von Kleidern aus Pflanzen, die kunstvoll zu schönen Bildern arrangiert wurden. Das Kleid strickte ein männliches Wesen, im Keller eines Schlosses für eine Prinzessin, so Sukun-yang zu dem eigenhändig bestrickten Kunstkleid. Es wurde 1996 bereits für eine gemeinsame Ausstellung der Meisterschüler der Kunstakademie Münster in einem westfälischen Schloss ausgestellt. Heute, 20 Jahre später, führt das Künstlerpaar das Thema des Kunstkleides als eines seiner vielgestaltigen Themen in seiner Performance weiter. Das Kleid wird nicht mehr von einer spärlichen Kellerlampe beleuchtet, sondern der glänzende Stoff leuchtet mit LED. Mit dem Verhältnis des Künstlers zur umgebenden Realität befasste, gab die Antwort auf seine Fragestellung, was die Schönheit sei, selbst. Denn sie steckt wahrhaft in der Natur. Wer sie heraus kann reißen, der hat sie. Ich möchte darauf antworten mit dem Satz aus der finnischen Lyrik: Ohne Schönheit lebt der Mensch nicht eine Sekunde.